Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Die Bauern dieser gesegneten Gegend besitzen einen ausgeprägten Sinn für mein und dein. Und nach der ewigen Seligkeit erscheint ihnen als der Güter höchstes der irdische Besitz. 17 umstrittene Holzbäume sind da manchmal wichtiger als der ganze Wald. So, da darf ich behilflich sein. Danke schön, Herr Kollege. Machen Sie mal bloß keine Umstände heute, gell? Ihr Honorar wird durch unnützes Fragen nicht größer. Das tut mir leid, Herr Kollege. Wir werden Ansprüche stellen aus ungerechtfertigter Bereicherung. Paragraph 812 FF BGB. Ja, aber darüber hinaus... Nichts darüber hinaus. Für mich ist der Fall sonnenklar. 2 alte Streithanseln, die zu viel Geld haben, wollen mir den schönen Tag stehlen. Ja, Sie täuschen sich. Der Tatbestand der ungerechtfertigten Bereicherung ist eindeutig gegeben. Allerdings, Herr Kollege, Paragraph 812 ist anzuwenden, aber zu unseren Gunsten. Mein Mandant hat feste Beweise in der Hand. Na, wir werden Ihre Beweise anzweifeln. Ach was, zerfetzen werden wir Sie, zertreten. Besonnenheit, meine Herren, Sie vertreten 2 ganz schlitzohrige alte Bauern. Mit solchen Mandanten kann man sich leicht blamieren, ich warne Sie. Ja, dann schießen wir mit schärferen Geschossen. Wie machen Sie denn das? Ja, wer in einem fremden Wald Bäume fällt, der ist ein Dieb. Bitte, Herr Kollege, nur zu. Sie können mir keinen größeren Gefallen tun. Schluss, meine Herren, das machen Sie da draußen aus. Begeben Sie sich zu Ihren hinterkünftigen Mandanten, nehmen Sie Ihre Plätze ein. Streithansel, Dumme. Sie haben halt keine Lebenserfahrung. Das ist das Wichtigste bei der Justiz. Ja, recht hat er gehabt, mein Vater, dass er noch mal geheiratet und vor 50 Jahren. Als Australier bist du daheim nicht gern gesehen. Mutter, halt dich zurück und tu gescheit reden, wenn dich der Herr Richter was fragt. Hä? Dass keine Krampf verzeihst. Nein, geht mir ganz gut heute. Bloß der Herzwurm halt. Ist nicht mehr gut reden mit dir, hä? Die hört noch ganz gut, was er mag. Ich sag gescheiter, ich stirb bald. Dann hat sie endlich von meinem Austrag erlöst. Schlecht gehört ist besser als wir blind. Pass auf, Mutter. Du hast den Wald als Mitgift mitgekriegt seinerzeit. Wald? Ja, 8 Tagwerk. Das halbe die Haudinger Holz. Ja, bis zum Bach. Der Bach ist die Grenze. Der Graben gilt nix. Der Bach? Ja, der Graben gilt nix. Ich lass mir meine Holzbaum nicht stehen, fix. Und von dem schon gar nicht. Geh, Vetter, sei doch gescheit und lass das sagen mir. Nix, Vetter. Vetter. Wenn's um den Besitz geht, dann hört sich die Verwandtschaft auf. Besitz hin, Besitz her. Ich schlage einen Kompromiss vor. Wir teilen den Baumstamm, sägen in der Mitte auseinander, jeder zahlt seinen Anwalt, die Gerichtskosten gehen auch, je zur Hälfte und der Friede ist wieder eingekehrt. Schreiber bereiten Sie das entsprechende Dokument vor, die Herren setzen ihre 3 Kreuzel drunter und die Sache hat sich fertig aus. Amen. Nix da, ich mag nicht. Ich rühr kein Vetter heute nicht an. Ich möchte mein Recht. Die Grenze durch den Haudinger Wald ist der Bach. Durch und durch der Bach. Der Graben, der gilt nix. Das hat mir mein Vater ganz anders überliefert. Die letzten 20 Meter, hat er gesagt, ist der Graben die Grenze. Merkt ihr, das Buch hat er allebei gesagt, der Graben und nicht der Bach. Der Spitz zwischen Graben und Bach, das ist noch mein Wald, Herr Rat. Warum soll denn auf einmal der Graben die Grenze sein? Das ganze Haudinger Holz war der Bach und jetzt aufs Letzte auf einmal der Graben. So dumm ist mein Vater nicht gewesen. Dein Vater? Der ist schon ein Dimmer wie dumm gewesen. Der ist ausgeschaut gewesen. Was? Darf der das da herin sagen? Ja, freilich. Dein Vater hat doch meinen Großvater das Holz abgenarrt. Himmel, Donnerwetter, jetzt erkrankt's mir aber. Es dürfte eigentlich bekannt sein, dass ich eine gewisse Art von Flüchen nicht mag. Nur mal sowas, wenn er hört, dann kracht's, gell? Es war so, Herr Rat. Sein Vater hat eine Tante von mir geheiratet, der Kottmeier-Tochter von Dierling, nicht wahr? Nur beim Notar war er bald zurückgestanden, wenn ihm mein Großvater nicht die Hälfte von den Hadinger Holz versprochen hätte. Eine saubere Liebesheirat von seinem Vater, jawohl.
Es ist derselbe Piffig, wenn es wie er. Ah, was für das kriegst du heute nichts mehr. Ja, von dir kriegt man freilich nichts, du geistkrank, du Nötiger. Darf er Mieterherrin beleidigen, wo er auf meinen Grund und Boden Holzbaum gestohlen hat? Du sag das noch einmal, geh, dann zeige ich dich an. Kottmeier. Der Gescheitere gibt nach. Tut mir leid, Herr Rat. So gescheit bin ich auch wieder nicht. Haben Sie es gehört, Herr Vorsitzender? Und mal sonst ist der nicht Bürgermeister geworden. Herr Amtsgerichtsrat, kommen wir zur Sache. Mein Mandant, der Kläger Nikolaus Nierlinger, ist in der glücklichen Lage, einen Katasterauszug vorlegen zu können. Bitte. Ja, sehen Sie hier. Bezirksamt Geisbach, Katasterblatt der Gemeinde Dürling. Der umstrittene Grenzverlauf im Haudinger Wald, der ist deutlich eingezeichnet. Ja, und die mit Rotstift gezeichnete Linie verläuft durchgehend entlang des Baches. Und der Graben befindet sich ganz im Besitz meines Mandanten. Ja, damit dürfte der Fall wohl entschieden sein, bitte. Dieser Plan ist gefälscht. Der Herr Bürgermeister Kottmeier besitzt das amtliche Katasterblatt der Gemeinde Dürling. So. Da sieht das Sachverhalt ganz anders aus. Bitte. Die Grenze verläuft in dem Wald, wie diese blaue Linie hier beweist, bis zu dieser Stelle dem Bach entlang und folgt dann diesem Graben. Den sein Kataster kenne. Den Strich hat er selber gezogen. Was ist denn da mit deinem Wisch? Das sieht doch jeder, wer den Strich da reingeritzelt hat. Mein Kataster ist von deinem eigenen Großvater. Der hat den Wald aufteilt. Und der Mein ist amtlich. Sehr brauchbar, diese beiden Dokumente. Meine Herren Doktores, in Zukunft betreten Sie mir das königliche Amtsgericht mit derart manipulierten Beweisstücken nicht mehr, gell? Der Großvater hat den Wald aufteilt. Der Übergabevertrag ist vom alten Kottmeier. Geh, Herr Doktor, reim's neben hin. Ja, bitte sehr. Hier. Hier auf Seite 6. Da heißt es, Plan Nummer 78, Wald zu 18 Tagwerke, genannt das Haudinger Holz, behält sich der Übergeber zurück. Über dessen spätere Auflassung verfügt ein dieser Urkunde beigefügtes Testament. Ja, und dieses Testament ist tatsächlich beigeheftet. Bitte. Ich, Isidor Kottmeier, Ökonom zu Dürling, geboren im Juli 1798, verfüge hiermit, dass mein zurückgehaltenes Haudinger Holz dermaleinst bei meinem Ableben zu gleichen Teilen meinen Kindern gehören soll. Und zwar südlich des Baches geradehin meinem Sohn Isidor Kottmeier, nördlich des Baches geradehin meiner Tochter Barbara, verehelichte Nierlingerin zu Nierling, gegeben zu Geisbach, den 12. Oktober 1869, Isidor Kottmeier, Austragsvater zu Dürling. Bitte. Mit eigener Hand zur gefälligen Einsichtnahme, Herr Amtsgerichtsrat. Ja, den Brief habe ich auch. Der tut mir nichts. Da steht ja genau drin, lesen Sie es doch, Herr Rat. Südlich vom Bach gerade hin heißt es da, gerade hin. Der Bach macht aber zuletzt ein Reim, eine Kurven, nicht wahr? Und der Bach geht geradeaus weiter. Und so hat's auch mein Adler gemeint, gerade hinaus. Ja, Jawohl. ich danke für die Belehrung, ich kann selber lesen. Das hier ist ein simples Testament. Und ein Testament beurkundet in keiner Weise den Vollzug eines dringlichen Geschäftes. Testamente können geändert werden. Herr Amtsgerichtsrat, meine Partei ist in der glücklichen Lage, eine Augenzeugin von jedem 12. Oktober 1865 zur Einvernahme vorstellen zu können. Die Tochter des Übergebers und späteren Erblassers, Frau Barbara Nierlinger, geborene Kottmeier. Die Zeugin war damals die jungvermählte Mutter meines Mandanten. Und sie war beim Notar anwesend. Man soll's nicht für möglich halten. Ich hab gemeint, Sie hätten Jura studiert, Herr Kollege. Aber bitteschön, wenn Sie sich unbedingt blamieren wollen. Wachtmeister, holen Sie mir die Zeugin Barbara Nierlinger herein. Die Jung oder die Alt? Die Austragsmutter. Also die Alt. Ja, bitteschön, setzen Sie sich, meine Herren. Mein Mandant wurde außerdem vom Prozessgegner im Walde mit einer Axt bedroht. Ja, ich beantrage deshalb die Einvernahme des Knechtes Simon Obermeier. Der Simmerl ist mein Knecht. Ja, ganz recht. Aber unser Zeuge. Irrtum, Herr Kollege, besagter Simon Obermeier ist unser Zeuge. So, jetzt mag ich nimmer, jetzt machen wir's ganz anders, meine Herren. Schluss der Debatte, bitte schön, nehmen Sie Platz, Herr Kollege. Nachdem's Ihnen schon nicht eingefallen ist, muss es ich machen. Schreiber, gehen Sie hinunter ins Katasteramt und holen Sie mir den Band von Dürling herauf. Aber heute noch, wenn's geht. Jawohl. Zeugin Barbara Nierlinger, Austragsmutter von Nierling. Ja, kommen's her, Mutterl. Ja, auf was warten denn Sie noch, Hechtel? Bringen Sie doch endlich das Grundbuch. Entschuldigen, Herr Rat, sofort. Wer aber protokolliert die Zeugen? Ah, ich glaube, auf das können wir verzichten. Das Grundbuch ist wichtiger, geht's? Bitte schön, jawohl, das Grundbuch. Na, Frau Zeugin,
Erinnern Sie sich noch an Ihren Vater? Hat denn Ihr Vater einmal Angaben gemacht über den Verlauf der Grenze im Haudinger Wald? Mein Vater? Ja. Oh mei, das ist ein Mann gewesen, der hat nur Geld gehabt. 6.000 Gulden Heiratsgeld habe ich hingebracht nach Nierling. 6.000 Gulden. Und mein Tagwerk Holz dazu. Ja, aber das ist doch hoffnungslos, Herr Doktor. Sehen Sie denn das nicht ein? Und nix ist der Kind. Alles ist noch zu wenig gewesen. Wachtmeister, bringen Sie die Zeugin zurück zur Bank. Auf solche Beweise verzichte ich. Mutter, wir sind schon fertig. Packen wir's wieder. Mich hätte auch der Nierlinger nie nicht geheiratet, ja. wenn ich nicht so viel Geld und Sache gehabt hätte. Nie nicht. Ist schon recht, Mutter. Mutter, gell? Dir hat der Vater gesagt, dass der Bach die Grenze ist. Der Graben gilt nichts. Sag die Wahrheit. Der Bach? Ja, der Bach ist die Grenze. Der Graben, der gilt nix. Haben Sie das gehört? Die Mutter weiß noch alles. Im Kopf ist sie noch gut benannt. Jawohl. Sprechen Sie es deutlich aus, Frau Nierlinger. Was hat Ihnen der Vater über den Verlauf der Grenze ganz besonders eingeschärft? Aber, Herr Kollege, ich bitte Sie. Ein ganz Jahr lang hat mein Vater bei mir gelebt, weil er es daheim so schlecht gehabt hat. Meine Schwägerin, das ist eine rechte Bissgurn gewesen. Ein ganz neidiges Luder. Was hat der? Bei dir hat der gelebt. Bei dir hat er es ja überhaupt nicht ausgehalten. Hä? Drum hat er ja noch mal geheiratet mit 70 Jahren und ist auf Geisbach rein statt, weil er es bei dir nicht ausgehalten hat. Ja, sie schau nicht an, das Lude, das Verlange. Bravo! Nur so zu. So Familientratsch ist recht aufschlussreich. Ja, und warum zahlst denn du, der Wittib, den Austrag weiter? Aus Freundlichkeit, hä? Aus Gutheit, jawohl. So. Wenn's auch bloß die zweite Frau ist von meinem Großvater nicht wahr und wenn ihr eigentlich auch gar nichts geben müsstet, Herr Rat. Aber ich kann's ja schließlich nicht hängen lassen, nicht? Auf ihr Häusl spekulierst. Auf ihr Häusl da herin in der Stadt Geisbach. Da muss ich mir so viel Schlechtigkeit bürden lassen, Herr Rat. Fragen Sie es doch die Zeugin, die alte Kopfmeierin von Geisbach, die sitzt draußen. Was ich sag, muss wahr sein. Ja, bitteschön, wir haben ja Zeit, bis das Grundbuch kommt. Das dauert sowieso ewig. Wachtmeister, rufen Sie die Zeugin. Lauter alte Weiber haben wir heute. Herrschaftszeiten, wo nur der Hechtel bleibt. Ich glaube, der holt das Grundbuch in Thürling selber. Die Zeugin Elisabeth Kottmeier, Privatierswitwe da hier. Ist recht. Kommen Sie näher, Frau Zeugin. Ja, grüß Gott, Herr Rat. Grüß Ihnen Gott. Sie sind die Witwe des alten Isidor Kottmeier, ja? Ja, ich bin seine zweite Frau gewesen, 15 Jahre lang. Ja, er war ja schon ein guter 70er, wie er mich geheiratet hat und ich war erst 22 Jahre alt. Aber greit hat mich das nie. Mein Isidor Meite ist für noch ganz lebfrisch gewesen. Ja, was Sie sagen. Und an Wald hat er auch noch gehabt, gell? Und ein bisschen Geld dazu. Ja, wegen Geld habe ich nicht geheiratet. Ich hab ja selber ein Häusl gehabt und hab's noch, Gott sei Dank. Ich möchte fast lieber sagen, erbarmt hat er mich heute, Ja, der Isidor, so. gell? So ein rüstiger Mann und vertragt sich nicht mit seinen Kindern. Er hätte heute nicht so früh übergehen müssen, hat er allerweil gesagt, nicht wahr? Aber mei, da ist er krank gewesen. Ja, zur Sache selber werden Sie wohl kaum was zu sagen haben, Frau Zeugin. Ihr verstorbener Mann hat den Wald zu gleichen Teilen seinen Kindern vermacht, und zwar laut Testament hier im Übergabevertrag vom Oktober 1865. Tja, der Wald, gell? Ja. Sie haben damals ziemlich viel Holz einschlagen lassen. Hm? Ja, freilich hat er Holz verkauft, der Isidor. Das war doch ein Bargeld und sowas kann man doch allerweil brauchen. Das ist ihm verziehen. Das Holz ist ja wieder schön nachgewachsen. So. Ja, Frau Zeugin. Sie erinnern sich, hat Ihr Mann einmal mit Ihnen über die Teilung des Waldes gesprochen und hat auch vielleicht zufällig einmal erwähnt, auch wie die Grenze zwischen dem Nierlinger und dem Kottmeier-Anteil verlaufen soll. Nein, über so eine Grenze haben wir nie miteinander geredet, nein. Haben Sie nicht miteinander Nein. geredet? Ja, dann danke ich Ihnen vielmals. Nein, setzen Sie sich jetzt bitte schön. Ja. Frau Bass, denkt drüber nach. Vielleicht fällt's dir ein, was er gesagt hat, der Großvater. Der Bach ist die Grenze. Durche und Durche. Der Grab gilt nichts. Wenn's dir reinfällt, soll's dein Schaden nicht sein, Frau Bass. Gewiss nicht. Hey, Sie möchten wohl eine nachträgliche Zeugenbeeinflussung riskieren, Nierlinger, hä? Wenn einmal was abgeht, Frau Boss, geh, dann sag's nur. Ich bin schon da. Für die reibt mir das. Na, endlich, Hechtel, wo bleibst denn so lange? Wir könnten längst beim Mittagessen sein. Entschuldigung, Herr Rat, ich habe mich schon arg getummelt, aber ich bin einmal gestürzt. Ja.
Amara, Albaching, Bierheim, Drecking, Freimühl. Ja, was ist denn das? Himmeldonnerwetter, noch einmal. Syrinozauros. Das ist ja nicht die Gemeinde Dürling, das ist ja Kirchzell. Ich glaube, Sie können ja schreiben und nicht lesen. Herr Wohlrat, entschuldigen. Ja, zurück mit der Schwarzen. Ich brauche die Gemeinde Dürling. Dürling, ja. Amtsgerichtsbezirk Geisbach. Geisbach. Und jetzt ein bisschen Dalli. Dalli, jawohl. Jawohl. Ich bestehe auf die Einvernahme des Zeugen Simon Obermeier. Ja, langt's Ihnen denn noch nicht, Herr Doktor? Ich mache das Gericht darauf aufmerksam, dass besagter Simon Obermeier unser Zeuge ist. Jawohl. Der Himmel ist mein Knecht und der sagt nix. Na ja, in Gottes Namen. Wachtmeister, dann rufen Sie den Zeugen. Auf das Grundbuch, da werden wir sowieso endlos warten. Oh je. Na, wie steht's dem Wachtmeister? Hat's recht dahergeredet, Mutter? Hanna kann sich aber gefreien. Der Zeuge Simon Obermeier. Ja, was ist denn? Zeuge, schlafen Sie. Wenn es weitermacht, das Gericht wartet ewig auf ihn. Ja, und mich? Mich kann's wohl gar nicht brauchen. Ich kann heute das auch bezeichnen, dass die Grenze der Bach ist. Ganz durch in der Bach. Der Zeuge Simon Obermeier, Dienstknecht bei Kottmeier in Dürling. Kommen Sie näher, Zeuge. Ruhe! So, das ist also der Kronzeuge des heutigen Prozesses. Gratuliere, Herr Doktor. Der Herr Bürgermeister hat wieder mal seinen intelligentesten Knecht geschickt. Den's für mein Zimmer nicht schlecht machen, Herr Rat. Das ist wirklich mein bester Knecht. Erster Ross und bei der Arbeit ist der ganz gut. Ja, aber armer Mensch ist er. Komm her, Simmel, komm. Und Simmerl, jetzt sag gleich dich, dass der Bauer mit der Hacker auf mich losgegangen ist. Damals im Haudinger Wald beim Kramtruten. Sag's nur, brauchst du gar nichts fürchten. Mund halten, Nierlinger, die Fragen stelle ich. Setzen! Haben Sie etwas derartiges bemerkt, Zeuge? An nix hat er gesehen, ich hab überhaupt keinen Hacker nicht gehabt. Mund halten, Kottmeier, das gilt auch für Sie! So, Zeuge, jetzt nehmen wir sich ein bisschen zusammen, kommen Sie her zu mir. Näher, noch ein bisschen näher, so. Und jetzt sag's, hat der Kottmeier den Nierlinger mit der Hacke bedroht? Nein, es ist schon, wie der Bauer gesagt hat. Wie mein Bauer sagt. Und ich sag nein, ich hab keinen Hacker nicht gehabt. Zum aus der Haut, Arm. Ja, es ist gut, setz dich zu deinem Bauern auf die Bank. Oh. So, Herr Rat, jetzt stimmt's. Ja, doch schon, echt. So, Jesus, pass es doch auf. Achtung, Herr Rat, so, Gott sei Dank. Ach, Gott. Die Fluren von Dürling sind gleich viel schwerer wie die von Kirchzell. Ja. Viel schwerer, ja. Ist recht. Grieninger, Gewürzmühl, Haberfeld, Habermeier, Haudinger Wald, da haben wir's schon. Ja, brav. Ist ja großartig. Meine Herren, kommen Sie mal zu mir her. Aber falls wir bitte nicht gleich in Ohnmacht, gell? Ha? Was sagt er? Gemeinde Dürling, Plan Nummer 72, Wald, genannt Haudinger Holz, 18 Tagwerk, 12 Dezimal, Blatt 1, Eigentümer Josef Feustel. Brauereibesitzer von Geisbach, laut Eintragsbewilligung vom 18. Mai 1878 der notariellen Verträge des königlichen Notars Dr. Georg Lickleder in Geisbach bei den Akten. Bitteschön, weder Sie noch Sie sind Eigentümer des Haudinger Waldes. Kein Baumstamm gehört Ihnen, im ganzen Wald nicht ein einziger, weder hüben noch drüben des Baches. Sie bzw. Ihre Väter haben sich den Wald durch und durch unrechtmäßig angeeignet. Besitzer ist der Herr Ökonomierat. So, jetzt können Sie wieder Platz nehmen, meine Herren. Wachtmeister, rufen Sie mir auf der Stelle den Herrn Guts- und Brauereibesitzer Josef Feustel her. Jawohl, gern, auf der Stelle. Na, der Vater. Fix noch einmal. Ja, sag einmal, Frau Boss, hast du das gewusst? Ja, freilich hab ich das gewusst, aber sagen hab ich's nicht dürfen. Der Isidor hat's mir verboten. Der Lump, der Schlechte. Vetter, das lassen wir nicht gut sein, mein Lieber. Da drüben ist Ihr Platz, Kottmeier. Der Verkauf ist vor 34 Jahren erfolgt. Einwandfrei verbrieft und im Grundbuch eingetragen. Da können Sie gar nichts machen. Im Gegenteil, der Herr Ökonomierat kann Sie belangen. Und Herr Doktor, er hat Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung. Er hat's aber nie gerührt. Er hat nie was gesagt, dass der Wald ihm gehört. Ja, und was ist noch mit dem Testament im Übergabebrief drin, hä? Wir haben's doch schwarz auf weiß, dass wir den Wald geerbt haben.
Ja, haben's das noch nicht kapiert? Testament kann man ändern. Bis zum letzten Atemzug. Ja? Fragst die Witwe des Erblassers. Ja, seine Kinder sind das Holz nicht wert, hat er gesagt. Seine Kinder sind's überhaupt nicht wert. Ja, muss denn der Feistel alles haben? Möchten Sie nicht nur ein Stückchen Brot? Nein, dankeschön. Heute schmeckt's mir. Alle Tage schmeckt's mir nicht, aber heute ausgezeichnet. 173, 65, 66, 67, 68. Um 2 Maß weniger wie vorgestern haben wir gestern wieder verkauft. Das macht nur dieser saudumme Anti-Alkoholiker-Verein aus. Aber die Damen, die kaufen wir noch. Ja, du tust nichts dagegen. Du isst, das Geschäft ist dir wurscht. Hörst, um 2 Maß haben wir weniger verkauft. Na, lass mir mal Ruhe, meine Frau. Ich hab 48 eigene Wirtschaften, 3 Güter, mehr als 1000 Tagwerk, Wald, etc., etc. Das ist doch mir sau wurscht. Wenn da auf der Post in Geisbach einmal ein halbes Bier weniger getrunken wird, sau wurscht ist mir das. Und das lass mich in Ruhe essen, bittchen. Natürlich. Du kennst nur dein körperliches Wohl. Aber ich habe auch meinen Ehrgeiz. Und solange ich lebe, bleiben diese Lokalitäten hier das erste Haus in Geisbach. Na, da schau, wer kommt. Du musst aufs Gericht. Pressiert gar nicht. Aber die Ehre. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Ökonomierat. Da duftet's aber fein. Weißwürst? Hock dich hin, Walle, bring einmal ein Bier. Ja, ist schon weg. Was habt's denn heute für Verbrecher? Holzdiebe. Und einer haben sie's gestohlen. So, dann lass das laufen. Ich hab Holz genug. Sind auch 18 Tagwerk draußen in Türlingen. Das sogenannte Haudinger Holz. Das gehört mir. Ich hab's Türlingen kein Holz. Im Grundbuch stehen es aber drin, Herr Ökonomierat. Seit wann? Seit 1878. So, dann hast du der Großvater gekauft, das ist schon möglich, der hat ja mehr so Zeug gekauft. So, zum Wohl. Der Herr Rat erwartet Sie. Prost auf den neuen Besitz, Herr Ökonomierat. Ja, sauf der Gnurheit. Heute darfst du trinken, was du magst. Für so 18 Tagwerk Holz. Na, meine Herren Advokaten, noch weitere Fragen? Hm? Nein, danke. Keine Fragen. Herr Rat, wir haben den Wald in gutem Glauben im Besitz gehabt. Jawohl, in gutem Glauben. Ich schon. Ja. Glauben heißt nichts wissen, meine Herren. Und wenn man nichts weiß, dann muss man fragen. In diesem Fall das Grundbuch. Aber jedenfalls freut es mich ungemein, meine Herren, dass Sie sich jetzt wieder vertragen. Ja. Nachdem der Herr Ökonomierat nicht geruht zu erscheinen, erkläre ich die Sitzung hiermit für geschlossen. Gehen Sie hin in Frieden, meine Herren. Und übersehen Sie mal in Zukunft nicht wegen ein paar Bäume den ganzen Wald. Vetter. Na, Vetter. Mit uns ist es aus mit der Verwandtschaft. Du Rimpfig. Das Leben geht weiter. Ob Freispruch oder Zuchthaus. Auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser alter Herr Rat niemanden geschickt. Mein lieber Ökonomierat, heute leben wir auf deine Kosten. 18 Tagwerk Wald habe ich dir geschenkt. Glatt geschenkt. Ja, weißt, der Teufel scheißt irgendwie auf den Christen auf.